Der obere Turm im Ortskern von Leutershausen. Jetzt ist er wieder vollständig, mit Zeigern und Ziffernblatt. Viele sind es gewohnt, dass sie hier immer die Uhrzeit im Blick haben. Bis vor kurzem war hier noch ein Loch, denn im Herbst wurde die alte Uhr abmontiert. Sie war in die Jahre gekommen. Die Leute haben sich immer wieder natürlich gefragt, wann kommt die Uhr zurück? Und heute ist es endlich soweit. 1,80 Meter Durchmesser hat das gute Stück. Die Montage am Turm, eine Herausforderung für das Team. Rückblick. Auch André Schweiberger hatte in der Restaurierungswerkstatt in Rothenburg ob der Tauber ganz schön zu tun. Die Elektrik, die Technik musste erneuert werden. Das sind jetzt Halogenlämpchen. Das war zur damaligen Zeit eigentlich Stand der Technik. Die beiden Ziffernblätter herzurichten, hätte sich nicht rentiert. Denn viele Jahrzehnte haben ihre Spuren hinterlassen. Wir haben da Schwarzblech, das sieht man. Da hat man Abplatzungen. Und zwischen dem Skelett, zwischen dem Rahmen und dem Blech hat sich ein Rost entwickelt. Und ja, das zu zerlegen und neu aufzunieten, das ist eigentlich nicht wirtschaftlich. Die neuen Ziffernblätter sind den alten nachempfunden, haben auch die gleiche Farbe. Original geblieben sind die Zeiger. Die Zeiger waren, da war einfach die Vergoldung war schlecht. Hinten die Gegengewichte, die Gegenschwünge, die waren abgeplatzt. Das ist massives Blei, was da quasi eingegossen war. Und das muss man wieder neu verpressen und einnieten. Und eben dann die Zeiger abschleifen, grundieren und neu platt vergolden. Und die Uhr soll auch wieder wie ursprünglich beleuchtet werden. Wir haben uns eben für die LED-Technik entschieden, weil es einfach zeitgemäß ist und langlebig. Der Wunsch war auch, oder die Krux, dass man sagt, man kann einzelne Elemente tauschen, ohne dass man das ganze Zifferblatt vom Turm nehmen muss. Das erklärt auch die vielen Kabel auf der Rückseite. Zurück in Leutershausen. Straßensperre. Für die Montage der Uhren auf beiden Seiten des Turms musste ein Kran her. Dennis Demir-Kesen sorgt dafür, dass die neuen Ziffernblätter auch halten. Also wir mussten möglichst leicht bauen, weil 2 Mann da draußen auf einer Hebelbühne arbeiten mussten und das irgendwie zu zweit bewegen mussten. Das Zifferblatt ist aus Aluminium, also im Endeffekt dann auch wetterfest. Aber Aluminium ist halt kein Stahl, deswegen muss dann auf Festigkeit geachtet werden, dass die Befestigungsteile am Zifferblatt nicht ausreißen können, auch über Jahrzehnte mit Wettereinfluss und Wind. Alles, was daran rüttelt, dass das fest ist. Das war der Hauptknackpunkt. Noch einmal rauf mit der Hebebühne. Schaut gut aus, doch die Uhrzeit stimmt noch nicht. Im Turm arbeitet André Schweiberger aus der Rothenburger Werkstatt. Er ist der Herr über den Kabelsalat. Alles läuft hier zusammen in diesem unscheinbaren Kästchen. Oben haben wir die Netzteile für die Beleuchtungen. Das ist Netzteil 2 ist für diese Uhr, für die LED-Beleuchtung, Netzteil 1 für diese Uhr. Hier haben wir dann quasi die Steueruhr. Die steuert quasi die Beleuchtungszeit, von wann bis wann es leuchten soll. Und gibt die Impulse ans Zeigerwerk, damit die Zeiger nachdrehen und löst den Uhrschlag aus. Jetzt wird getestet. Schlägt einwandfrei. Geschafft. Das Warten hat sich also gelohnt. Auf jeden Fall. Ich denke an den Weihnachtsmarkt, ich denke an das Christkindls Runterläuten. Und der obere Turm war ja dann ohne die Uhren, ohne die Zifferblätter schon ein bisschen nackig. Die Leutershäuser haben also nach einem knappen halben Jahr ihre Uhr zurück und können auch bei Nacht sehen, wie spät es ist.